So, hat hier jemand einen versteckten Judas gesehen? Ich suche Judas, den Versteckten. Weiß ja jemand, wo der geheimnisvolle Judas ist? Kennt jemand den Judas? Ich biete 13 Silberlinge, wenn ihr mir sagt. Hallo? Judas, wo bist du? Nun, Tag ihr Leid. Weiter geht's mit I am Jesus Christ und ich bin voll im Agro-Modus. Guck dir das an. Der schöne Tempel. Diese fiesen Pharisäer da haben meinen Tempel zu einem Marktplatz gemacht. Den habe ich aber mal so richtig die Meinung gegeigt. So, und jetzt, ich sag's euch, ich räume hier auf. Ich mache hier alles, ich hau alles kurz und klein. Wenn mir irgendwie so ein Fuzzi nochmal unterkommt und mir irgendwas andrehen will und Geld dafür verlangt oder sowas. Ich mache alles, ich klopse alle. So. Moment. Ich such eigentlich hier einen Ausgang. Also so. Irgendwie. Keine Ahnung, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Nee, also da war ich noch nicht. Ist das hier ein Labyrinth oder was? Nähere dich dem Zollstand. Wo ist denn der Zollstand? Da muss ich mal selbst auf die Karte gucken. Ist der schon hier? Ein Zollstand? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Jetzt mal gucken. Muss irgendwie da drüben sein. Ah, okay. Okay, also das hier ist... Oh, das ist schön. Guck mal hier, da ist ein Essbereich. Hier ist schön. Das ist ein Marktplatz. So finde ich den schön. Hab ja gar nichts gegen Marktplätze. So ist es ja nicht. Ich hab was dagegen, wenn ein Marktplatz in der Kirche ist. So, ich sag, wie es ist. Marktplatz hat in der Kirche nichts verloren. So. Weil, wenn da die Kuh hinscheißt, wo andere sich reinknien müssen, also Katholiken zumindest, das ist nicht cool. Cool. Das war nicht geplant, das Wortspiel. Aber kann man ja trotzdem mal mitnehmen. Wenn es schon auf dem Weg liegt, das Wortspiel, dann nimmt man es natürlich mit. So, ich muss da rüber. Oberes Jerusalem. Also. Ach so, ich muss wahrscheinlich da oben hin. Kann das sein? Was ist denn das da? Das Wunder. Moment. Links von mir kann ich jemanden heilen. Wenn wir schon mal hier sind. Dann heilen wir den, oder? Hallo? Braucht hier wer Heilung? So, braucht hier wer Heilung? Hallo? Okay, da geht's irgendwo. Irgendwo braucht hier wer Heilung. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Hallöchen. Ein paar extra Punkte verdienen, weißt du? Huch. Mach mal, die Maus hier nervt mich. So, die mache ich jetzt halt weg. Also hier muss doch jemand Heilung wollen. Ah. Hey, du da. Lass dich mal heilen. Nicht du. Geh weg da. Sobald ich näher kommen will, flieht jeder. Ich lebe nur noch von meiner Einsamkeit. Ja, lass mal die Pickel da abziehen. Ich saug dir die gerade aus. Und dann geht's. Dann finden dich alle hübsch. Weil guck mal, mit so einer schönen Frisur. Wer könnte diesem Antlitz widerstehen? Jetzt beweg dich mal nicht so. Das ist gar nicht so einfach hier. So, guck mal, da unten hast du noch was. So. Ja, es juckt ein bisschen. Es geht weg mit der Zeit. Pass auf. So, gucke. Oh. Junge, du siehst aber übel mitgenommen aus. Also ganz ernsthaft, ich würde mal empfehlen, ich glaube, du hast da so eine kleine Allergie entwickelt. Ich glaube, das ist gegen das Duschgel. Da empfehle ich dir ein anderes, eins, was vielleicht pH-neutral ist oder so. Also nur so als Tipp jetzt. So, siehste? Niemand wird mehr vor mir fliehen. Danke, dass du mir mein Leben unter den Menschen zurückgebracht hast. Oder so. Habe ich doch gern gemacht. Shalom, shalom. So, lass mal gucken hier. Oh Gott, das sind Hühner. Schön. Hühner sind schön. Und schöne Hühner sind noch viel schöner. So, das ist aber schon, also jetzt ganz im Ernst, ne? Das ist schon eine krass große Stadt hier.
Ich meine, es geht hier jetzt nicht gerade der Punk ab, also es ist ein bisschen... Ja, aber grundsätzlich sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. So, jetzt... Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss da durch, oder? Komm, ich gehe. Da, da, da. Da, da, da. Ah, doch, das nächste war schon vorbei. So. Okay, wo sind wir denn hier? Ist hier irgendwo ich suche die Pfandstelle, ne, nicht die Pfand. Wie heißt das? Das andere Pfand. Wie heißt denn das? Zoll! Ja, ich suche die Zollstelle. Haben Sie die hier irgendwo gesehen? Moment, die ist da drüben? Moment, wo genau ist die? Alter, willst du mich veräppeln oder was? Du kannst mich doch jetzt nicht von Pontius zu Pilatus schicken. Ich muss da ganz hoch gehen? Ganz hoch nochmal? An die Zollstelle? Da war ich vorhin. Ernsthaft jetzt? Ja, komm, mach hinne. Also ernsthaft jetzt. Da war ich. Das ist dieser blöde Wagen da. Da war ich doch. Also, sag mal, Matze. Hätte dir das nicht woanders einfallen können, dass du mich sehen willst? Echt jetzt? Was ist denn das da? Achso, ja, da ist der Sportplatz, gell? Nee, doch. Siehste. Okay, so. Mach mal Platz da. So, sorry, ich bin jetzt hier, also hier. Hallo? Die schicken mich da wirklich von was weiß ich was, Arimea nach Golgotha. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade laber. Hallo. Und Jesus sprach, folge mir, Matze. Matthäus antwortete, ich? Du willst, dass ich dir nachfolge? Und Jesus sprach noch einmal, ja, Matze, Sohn des Alphaeus. Du, was machst du da? Bist du verrückt geworden? Lass mich los. Du hast Geld, Quintus schützt dich, kein Jude lebt so gut wie du. Willst du das alles wegwerfen? Ja. Gut, dass ich dich gefunden habe, Matthäus. Ich auch. Vielleicht kann ich jetzt nach Hause gehen und für dich und deine Jünger das Abendessen vorbereiten? Das hört sich eigentlich gut an. Das ist eine gute Idee. Das wirst du bereuen, Matthäus. So, okay. Folge mir. Ja, soll ich ihm jetzt folgen oder? Geld. Zack, zack. Eingesteckt. Judas Ruf beginnen mit X. Schließe Judas Aufgabe ab. Ja, komm. Warte mal. Okay, wir müssen mal den Judas berufen. Ein Mann aus Keriot. Ein Fremder bietet Unterkunft an. Sprich mit Judas. Sag mir nicht, dass das Jerusalem ist. Herrgott, Sakraduna Keil. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich war doch gerade da unten. Was soll denn das? Spinnt ihr oder was? Echt jetzt? Das muss doch nicht sein. Muss das doch nicht. Dass das so verklinkert hier ist. Und überhaupt. Bin ich denn jetzt da hingekommen? Okay. Einfach da hochgehen und dann nach links, hoffe ich zumindest. Ein Fremder bietet Unterkunft an. Jetzt lass mich raten, ne? Jetzt hat aber doch der Matze, der bereitet doch gerade ein Essen vor. Sehe ich das? Mal da durch? Nee. Sehe ich das richtig, ne? Dann muss ich ja nachher wieder zurückgehen, oder nicht? Moment, ich komme da gar nicht hoch. Ja, Mutterstimme und so. Ich komme da gar nicht hoch. Das ist da ist doch zu, oder? Ja, da ist zu. Oh, guck mal da. Da ist wieder so einer. Hallöchen, Ausdruckstänzer. Und? Wie geht's dir so? Hallo? Du und ich. Wir sind uns gleich. Aber ich bin gleicher als du. Zum Beispiel habe ich eine schöne Mütze auf und du nicht. Ja, Mütze. So, komm mal her. Please. Nee, ist schon in Ordnung. Ich mach das doch gerne für dich. Komm mal her. Zack. Ja, Vater, ich weiß. Komm mal her. Zack, siehste. So schnell geht's. Wo ist denn das Portal?
Ah, da oben. Komm mal mit. Komm mit. Du Siebenschläfer. Auf geht's. Na komm. Ja, habe ich ihn jetzt verloren oder was? Komm her. Ich sag dir doch, komm mit. Komm, komm. Komm schön mit. Schön ins Portal hinein. So. Und wieder eingeheilt. Mann, bin ich gut. Neue Belohnung. Öffne das Nachfolgerportal. Ja. Habe ich gut gemacht, ne? So. Und alles klar bei dir? Thank you for saving me. You are welcome. So. Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir jetzt zu Judas kommen. Er ist irgendwo... Wie bin ich denn da rausgekommen hier irgendwie? Lass mal gucken. Vielleicht, wenn ich... Nee. Hey, wie komme ich denn da rein? Ach, das ist der Tempel! Ich muss wieder in den Tempel rein. Wie bin ich denn in den Tempel? Ich bin von draußen in den Tempel gekommen. Moment, kann ich mich da hinbeamen? Oder da? Friedhof von Jerusalem. Ach so, da war ich vorhin. Das war aber nicht da. Was das? Exorzist? Also das habe ich auch gemacht. Ja. Pass auf. Ich beam mich mal. Ich bin Jesus. Ich kann mich beamen, wann und wo ich will. Und das kann auch jeder hören und sehen. Sollte. Damit sie Follower werden und so, ne? So, dann machen wir das nochmal. Dann räumen wir die Sache von hinten auf oder rollen oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. So, gucke. Also. Ja, Tempel von Jerusalem, ich weiß, da war ich schon mal. So, da oben stehen wieder die Händler. Kann ich denen wieder ihren Tisch umschmeißen? Das war schon ziemlich cool. Hallöchen. Na, was habt ihr denn da Feines? Ja, okay, ihr seid noch vorm Tempel. Habt ihr Glück gehabt. Was ist? Was willst du von mir? An offer unlike any other. Okay. So, ich sehe schon, also hier scheint wohl im Vorraum vom Tempel ist es wohl erlaubt, seine Waren feil zu bieten oder wie oder was. Aber innen drin, das ist nicht cool. Suchst du Streit oder was? Kollege. So geht's ja nicht, ne? Okay. So, jetzt sind wir wieder im Tempel und es sieht immer noch so aus wie vorher. Ich meine, es ist ja auch gerade Viertelstunde her. So, ich glaube, ich muss da wieder durch die Tür gehen. Und da hat es ja geheißen, dass da irgendwie so ein Fremder nach mir guckt. Oder so. Ach, du da. Ach, du warst es die ganze Zeit, Mann. Ich hab dich doch sogar noch gesehen. Warum sagst du nichts? Warum winkst du nicht oder so? Rabbi, das war ein Aufruhr im Tempel. Heute hast du dir mächtig Feinde gemacht. Ja, ich weiß. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier nicht sicher. Ich kenne einen stillen Ort ganz in der Nähe. Du kennst einen Abort in der Nähe? Das ist fein für dich. Wo denn? Geh zum Rand der Unterstadt, bei der Mauer von Opel. Dort findest du mein Versteck. Aha. Danke. Ich komme gleich nach. Finde Judas Versteck bei der Stadtmauer der Unterstadt. Willst du mich nicht hinführen? Moment. Ah ja. Ah, okay. Jetzt pass auf. Da runtergehen bringt gar nichts. Wir müssen da zurückrennen. Ich beeile mich mal ein bisschen. Einfach nur, damit ich hier von diesem Sündenpfuhl hier wegkomme. Oder wie das heißt. So, ich hoffe, dass ich richtig renne. Irgendwo runter muss ich. Ja, das sieht gut aus, genau. So. Macht Platz für euren Heiland. Der Heiland will hier durch. Hui. Macht das nicht. Das geht tierisch auf die Knöchel, sag ich dir. Alles klar. So, dann gucken wir mal. Wo wir jetzt... Wir gehen mal da vorne die Tür rein, ja? Und dann gucken wir mal, wie es da so aussieht. Vorne halt. So. Hopp. Judäa. Okay. Immer hier noch ein bisschen. War doch da vorne, oder? Wo die große... Ah doch, da ist irgendwas. Wo das große Tor war? Ja, genau, da. Guck mal da. Das ist ja ein
Swimmingpool. Das ist aber eine feine Sache. Komm mal her. Zack. Ey, nicht, dass das hier die Kläranlage ist, weißt du? Da oben sitzt da einer, weißt du, guckt runter. Guck mal, der Dipper. Rennt durch die Kläranlage. Da, guck. Jesus, das muss ja da sein. Der kann über die Kläranlage laufen. Hat keiner gesehen. So. Okay. Also, so, jetzt wieder langsam laufen hier. Ne? Wir wollen ja... Wo muss ich denn hin? Ui, ich bin am ganz anderen Ende der Stadt. Na, da müssen wir noch ein bisschen laufen hier. Ist aber auch dumm. Dass hier die Tür nicht auf ist oder so, weißt du? Ja, dann rennen wir halt noch ein bisschen. Also jetzt habe ich wirklich hier... War ich doch vorhin, oder? Ja, das hätte man geschickter machen können. Lass mal gucken hier. Okay, da ist sowieso zu, da komme ich gar nicht hin. Dann müssen wir ja notgedrungen nach da gehen. Kann ich mich, ja komm, da kann ich mich wenigstens noch ein bisschen umgucken. Okay, so viel gibt's da gar nicht mal zu gucken. Das Fenster. Ingele. Kack. Alles klar. The Lord sees what is hidden, even when no word is spoken. Mhm. Ja. Ja gut. Ja gut, ne? Dann... So sei es. Okay, habe ich mich schon wieder verlaufen? Moment, lass mal... Och nö! Jetzt sag mal nicht, dass ich da nicht durchkomme, oder wie? Ah doch. Da, ich muss durch diese Torbogen da durchgehen, so. Das ist aber schon... Also ganz im Ernst jetzt, das ist schon... Das ist wirklich krass hier. Also da haben sie... Upsala. Da haben sie richtig Mühe reingesteckt. Die Stadterbauer hier. Das ist hübsch. So. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Da ist ein Pharisäer. Quasi einfach geradeaus laufen und dann ist da ein Pharisäer. Ist das... Hat man den schon? Nee, keine Ahnung. So, wir gucken mal. Hopp. Ob wir den Pharisäer finden. Den furchtbaren Pharisäer. Ja, war da durch da. Oh, hier sieht's aber... Was ist das hier? Also das sieht hier nach Römern aus, wenn er mich fragt. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das ist mal ein Pfeil. Ach so. Hier ist es, ne? Ich habe noch ein gutes Stück vor mir, bis ich beim Pharisäer bin. Also. Also da ist schon ein bisschen ein Unterschied zu sehen. Zwischen dem da, weißt du, und dem da. Ich finde, da sieht man schon ein bisschen, wer Geld hat und wer nicht. Und lass mich raten. Das sind alles die Römer, oder was? Warte mal, ich will jetzt zum Pharisäer. Da unten steht er, der Peter. Bewegt sich kein Meter. Hier ist eine gut besuchte Kneipe. Ich glaube, hier gibt es den besten Wein jenseits des... keine Ahnung. Jenseits des... Wie heißt das Ding? Nil. So, fertig. Möchtest du dein Gehirn mit einer Herausforderung kitzeln, die selbst einen Pharisäer geprüft hätte? Ja, mach mal hinne. Auf geht's. Wer war der König Israels, bekannt für seine große Weisheit, der einen Streit zwischen zwei Frauen über ein Kind entschied? Salomon. Nee, warte mal, der, wo das Kind durchhacken wollte. Salomo, hab ich doch gesagt. Absolutely. Und deshalb bin ich jetzt durch die ganze Stadt gerannt für so eine billige 0815-Frage. Echt jetzt? Also, da hättest du jetzt aber schon mal mit was Gescheitem rauskommen können, nicht mit so einer Erstklässler-Frage da. So, wo sind wir denn hier? Was gibt's hier? Exorzismus, eine Predigt und die Jerusalemer Mauern. Aha. Sollen wir uns mal die Mauern angucken, ja? Noch ein bisschen weiter links. So. Also ich meine, Mauern habe ich hier überall schon gesehen, aber
Kann ja mal jetzt schlecht sein, ein paar mehr zu sehen. So, ich bin schon wieder hier am Rennen. Nein, ich will nicht rennen. Ich will mir hier in Ruhe alles angucken. Okay. Guck mal, die Kühe singen mit. Schön, hallo. Also das sind die Jerusalemer Mauern. Oh, guck mal, da ist das ein Aufzug. Das macht schon was. Oh, da ist was. Das macht schon was her, ne? Jerusalemer Mauern freigeschaltet. Herodes des Großen Pläne, die Mauern Jerusalems zu verstärken. Achso, Herodes des Großen Pläne. Die Pläne vom Herodes, die Mauern Jerusalems zu verstärken, wurden unterbrochen, sodass die Stadt mit unvollständigen Befestigungen zurückblieb. Diese unvollendete Mauer wurde zum Symbol für Herodes' unerfüllte Ambition und in späteren Jahren wurden einige Abschnitte aus Angst vor Bedrohung verstärkt. Doch vor der römischen Belagerung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus wies die Stadt noch immer bestimmte Verteidigungsschwächen auf, die ihr Schicksal beeinflusste. So. Dann könnte man ja theoretisch auch da unten noch hinlatschen. Da waren wir auch noch nicht. Das sind so Textdinger, die mag ich eigentlich. Kann ich hier irgendwie einen Pin hinsetzen oder so? Nee, das geht leider nicht. Okay, wir gehen jetzt quasi einfach die Straße entlang und dann kommen wir, also da hinten natürlich die Straße. Quasi die da. Nein, wir gehen entlang, habe ich gesagt. So. Und dann kommen wir auch zu einem, der ein Wunder benötigt. Two people were arguing fiercely at the garden. Weiter? Two people were arguing fiercely. Ich dachte, das ist jetzt ein Gedicht. 2 Leute stritten heftig im Garten. Der eine blieb und der andere wollte nicht warten. Oder so. Hallo? Gut, was verkauft der da? Teppiche und Äpfel. Lecker. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen Jesus gesehen oder was? Ich fühle mich irgendwie so, wie wenn ich hier so ein bunter Gockel bin oder so, weißt du? So, wo bin ich denn? Muss noch ein bisschen weiterlaufen. Moment, bei dem will ich mal kurz in den Vorgarten schauen. Ob auch hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich bin die Nachbarschaftswache, weißt du? Ich bin von der Homeowner Association. Nee, das macht man. Ja, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Das will keiner. Das will wirklich keiner. So, hallo. Ich bin nicht wirklich von der Homeowner Association. Das habe ich nur so gesagt. Bitte verpfeif mich nicht. So. Okay, jetzt muss ich quasi da quer rüber gehen. Ja. Wieso fallen denn da drüben Blätter? Ist doch... Oh, warte mal, da drüben, da glänzt was. Wie komme ich denn... Also, ja, so komme ich da rein, ne? Hä? Ach, da! Was ist denn das? Also, als er vortrat, wurde die Menge still. Manche kamen, hatten wir das nicht schon? Manche kamen, um zu urteilen. Andere wollten nur den Mann sehen, von dem sie gehört hatten. Dann trat Jesus vor, blickte die Menge an und begann zu lehren. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, wird er dann nicht die übrigen zurücklassen und das eine suchen, das sich verirrt hat? Und wenn er es findet, freut er sich über dieses eine, mehr als über die anderen, die nie verirrt waren? So ist es auch bei Gott. Er freut sich nicht, wenn eine Seele verloren geht. Er freut sich, wenn die Verlorene zurückkehrt. Darum verachtet die nicht, die gefallen sind. Sagt nicht, dieser hier ist nicht mehr zu retten. Solange ein Mensch noch lebt, ist der Weg zurück nicht verschlossen. Große Freude ist über ein Herz, das umkehrt. Aha. Seid barmherzig, seid geduldig, seid bereit, den zu suchen, der weit fortgegangen ist. Das ist gerade praktisch. Prost, wer viel predigt, muss viel trinken.
gutes deutsches Wasser. Denke ich mal. Bin mir nicht ganz sicher. Also Wasser ist es ja, aber wo es herkommt, ist mir eigentlich egal. Also Hauptsache es schmeckt. Hallöle. Is especially busy this morning. Gut. Okay, haben wir das auch. Aber da wollte ich doch... Moment. Ach, das ist eine Predigt. Ich dachte, ich kann... Oh, guck mal da. Das Wunder der Heilung. Da ist noch eine Predigt. Da oben gibt es wieder einen Exorzismus. Sollen wir den noch mitnehmen? Komm, den nehmen wir noch mit, oder? Muss da drüben irgendwo sein. Den nehmen wir noch mit. Einmal Exorzismus zum Preis von 2. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Heute gibt's einen Exorzismus kostenlos. So, ich suche wieder so einen Tänzer. Da. Okay, der ist quasi links von mir, also da. Bist du... Nein. Bist du ein Tänzer? Alle Tänzer müssen exorziert werden. Denn es steht in der Bibel geschrieben, einen Tänzer kann man nicht lieben. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass bisher nur Männer exorziert werden mussten? Was sagt das über die Leute hier? So, dann lass mal... Dann rück mal raus! Du Exorbitanter. Da tanzt er wieder. Hallöchen, Popöchen. Na? Wieder geil am Moves anbringen, ja? Soll ich wieder mitmachen? Komm mal her. So, irgendwie. Ja, gut. Der Witz wird auch... Der wird auch irgendwie so langsam wird er alt, der Witz. Ich guck dem halt irgendwie gern zu. Mein Gott, Hallöchen. Also... Ey, das hat halt... Ja, ist ja gut, komm. Brauchst dich jetzt nicht zu verausgaben. Aber ich weiß nicht, ich mag den Tanz irgendwie. So. Also gut. Dann müssen wir den wieder fangen. Denk dran, dein Gehorsam und deine Treue werden das Heil bringen. Vertraue auf meine Gegenwart und die Kraft, die dich führt. Ah ja, hab ich ihn erwischt. Mit meinen himmlischen Strahlen. Komm her. Komm her und rein mit dir. So. Mann, sind wir gut oder was, hä? So. Wo ist er hin? Der Flirte-Tänzer. Hallöchen. Thank you for saving me. Habe ich doch gern gemacht. So. Also, wir sind ja eigentlich auf dem Weg zu Judas. Dann würde ich mal sagen, Straße entlang gehen, zweite rechts. Straße entlang gehen. Gehen. Wir sind der Sohn Gottes. Was ist denn das Rote da hinten? Das muss ich mir jetzt doch angucken. Tut mir leid. Ich will ja doch schon, ich muss ja doch mal gucken, was hier so, was die Stadt so zu bieten hat. Hoppala. Da hat er gerade Lichter angemacht. Aber die Tür ist zu. Wenn da jetzt die Tür offen gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, gehen wir mal vorbei gucken, ja? Aber irgendwie... So, da fallen wieder Federn oder was? Oder sind das Palmenblätter? Hallöchen, hängen geblieben. So, jetzt habe ich mich natürlich verlaufen. So, da. Straße entlang gehen, zweite rechts, haben wir gesagt, ja? Hallo, Pizzaofen. Finde Judas versteckt bei der Stadtmauer der Unterstadt. Okay, zweite rechts. Also noch nicht hier. Aber, oh, das sieht schön aus. Generell, ich finde es schön hier, so. Ich meine, ja, ich komme ja auch vom Dorf, aber macht ja nichts. Sieht fast wie bei uns aus, nur dass wir alle Spitzdächer haben hier. So, lass mal gucken. Oh, die laber ich jetzt an. Bleib mal da, Mädel. Ist das? Nee, dann halt nicht. Ich wollte doch nur Guten Tag sagen.
Tag. Hallöchen. So, hat hier jemand einen versteckten Judas gesehen? Ich suche Judas, den Versteckten. Weiß ja jemand, wo der geheimnisvolle Judas ist? Kennt jemand den Judas? Ich biete 13 Silberlinge, wenn ihr mir sagt. Hallo? Judas, wo bist du? Bist du Judas? It's a good day to mend fishing nets. Ja, kannst du schon machen, aber das ist eher so Wasserpudel. Das ist nicht wirklich ein... Naja, egal. So, also, der Judas. Judas. Jetzt mach's doch nicht so... Ach, da oben. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Judas. Ich komme zu dir. Oder auch nicht. Na, hier geht's runter. Nee, da will ich nicht hingehen. Ich will... runtergefallen. Aha. Do you know where the new scribe lives? Nee, aber weißt du, wo Judas wohnt? Also da oben, aber wie komme ich denn da hin? Moment. Soll ich da drüber gehen? So, da drüber so? Geht das? Oh, guck mal, da rüber. Als ob das geht, irgendwie. Also hier geht's schon mal nicht. I need to buy fresh bread for dinner. Ja, mach. Hallo. Hallöchen. So, da kann man auch rüberlaufen. Kann ich vielleicht hier irgendwo hochgehen? Guck mal, das sieht so aus. Ja, hier vielleicht die Leiter hoch. Vielleicht hat er... Kann ich mittlerweile Leiter laufen? Nee, kann ich nicht. Gibt's hier... Ah, gucke. Gucke. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Nee. Jetzt gedacht, ich kann da irgendwie hochgehen. Ah, ich kann hier hochgehen. Ja, das ist eine gute Idee. So, jetzt pass auf. Jetzt kriege ich endlich mal meine Breath of the Wild Skills kommen hier jetzt endlich mal... Die kriegen jetzt endlich mal hier Bedeutung. Also, das hier ist der geheime Judasweg, sozusagen, ja? Also, eine gute Aussicht hat er auf jeden Fall. Du hast es gefunden. Nicht schlecht, oder? Ruhig, versteckt, nützlich. Ich habe hier viele Nächte verbracht und das Treiben der Stadt beobachtet. Mensch, bist mal einer, hä? Du hast genug zu sehen, um zu wissen, dass ich nicht hier... Nein, du bist nicht wie die anderen. Du sprichst, als wüsstest du, wohin das alles führt. Und trotzdem willst du mir folgen? Gerade deshalb. Komm, iss etwas und ruh dich ein wenig aus. Bald fällt die Nacht. Danke, Judas. Das bedeutet mir mehr, als du ahnst. Okay. Schauet an, ein Judasmahl. Lecker, lecker, happa, happa. Apostel berufen. Übersicht öffnen mit Dingensbummens. So, guck mal, da haben wir ja schon 2, 4, 6. Die Hälfte haben wir schon. 8, 10, 12. Ja, passt. Das ist schon ein Ding. Hey, someone's coming. Hä, was? Looks like that Pharisee from the temple. Wo kommt denn der? Zeig mal. Wo? Oh, das ist aber wirklich, das sieht schön aus. Sprich mit Nikodemus. Hallo Nikodemus. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Gut so, hat er es endlich eingesehen, ja? Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay. Wie kann jemand geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Hat er einen Punkt, ne? Wahrlich, ich sage dir, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgekommen ist.
As Moses Der lifted up the Menschensohn, der im serpent in Himmel the ist oder so. wilderness, Und wie even Mose so die must Schlange in the der Son of Wüste Man be lifted up, erhöhte, that whoever so habe ich believes in nicht him gelesen, was should da not stand, perish, weil ich but nämlich have husten eternal musste life. und deshalb For nicht God weiterlesen so loved konnte. the world, Denn so that sehr he hat gave Gott die his Welt one geliebt, dass er and seinen only eingeborenen Son, that Sohn whoever gab, believes in him damit should not jeder, der an ihn perish, glaubt, but nicht have verloren eternal gehe, life. sondern das ewige Leben habe. Was ist los? Thank you for speaking with me tonight. Okay, danke, dass du heute Nacht mit mir gesprochen hast. Ja, kein Problem. Geh in Frieden, Nikodemus. Okay. Ruhe dich bis zum Sonnenaufgang aus. Ich will eigentlich lieber noch ein bisschen hier die Stille genießen. Ich habe genau... Nein, ich schiele nicht. Ich habe genau vor meinem Auge gerade eine Mücke gehabt. So, ja, tut mir leid, dass hier, also es ist hier so eine trockene Luft in Jerusalem. Das bin ich als alter Nazareter, der da nah am Flussgedönse, Teich, Weiher, Wasserquelle, Stelle, Ding wohnt. Ich bin das halt einfach nicht gewohnt, diese trockene Luft. Da muss ich dann husten, da kann ich nicht vorlesen. Das ist schlecht. So. Aber jetzt gucke ich mir nochmal Gottes Schöpfung in seiner Gesamtheit an. Das mache ich jetzt den ganzen Tag. Tschüss. Bis morgen. Ich kann mit dem Pfosten reden, guck mal. Rabbi, Ah, I'll be er around ist. if you need anything. Just let me know. Ja, ist recht, Kollege. Friede sei mit dir, tschüss. Bis in der nächsten Folge. So.